Ich bin so gespannt, Ich bin auch gespannt. was du Ich habe das Gefühl, vorbereitet hast. Alter, du hast meine Erwartungen Nein, du hast jetzt zu hohe Erwartungen. Machst du ein Erwartungsmanagement mit dir? explizit Nein. hart aufgeschoben. Nein. Wieso höre ich mich nicht so gut? Sorry schnell, dass ich das jetzt so... Also ich kann bei dir Leute machen, wenn du willst. Wenn ich... Du kannst mal einfach so als... Ja, ein bisschen lieslegen, ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist besser. Ich bin ziemlich sicher, dass es sehr genau so ist, wie es vorher war. Wie meinst du? Ich habe es jetzt Leute gemacht, dann hast du gesagt, ein bisschen leiser gehen und dann habe ich wieder genau. Herrlich. Das ist der Placebo-Effekt, wo meine Erwartungen nur erfüllt werden, weil ich daran Aber jetzt glaube. nochmal schnell, ich muss schnell ein Erwartungsmanagement mit dir machen. Also sind wir jetzt schon in der Folge? Vielleicht. Ich glaube, du hast zu hohe Erwartungen, wie gut ich mich vorbereitet habe, weil du das Gefühl hast, so, ich habe etwas Krasses. Ich habe dir einfach gesagt, es wird eine geile Folge. Du bist gehypt. Ich bin gehypt, aber ich glaube, du hast zu hohe Erwartungen, was ich jetzt alles auspacke. Das habe ich nicht. Okay. Du machst einfach, dass du weißt. Okay. Einfach damit Erwartungsmanagement gemacht worden ist. Reden wir über Erwartungsmanagement? Aber vielleicht schon ein bisschen. Es kommt fix mit ihnen, aber. Also. Mal. Also einfach vielleicht auch implizit, explizit machen, oder? Habe ich nicht gecheckt. Implizit, explizit machen ist für mich schon Erwartungsmanagement. Aha, Wenn ich dir sage... implizite Erwartungen zu expliziten Erwartungen. Okay, jetzt werden wir anfangen. Wir haben schon die Hälfte der Leute verloren. Nein, ich habe ja gar kein Intro gemacht. Ja, das kannst du jetzt machen. Nein, jetzt machen wir einen Cut und dann fangen wir neu an. Nein. Hä, wieso? Ich finde, das war jetzt sehr authentisch gewesen. Okay. Es war ein guter Einstieg gewesen. Du kannst jetzt dein offizielle Intro machen. Ich bin gespannt, weil du hast gesagt, du hast ein geiles Intro. Erwartungen sind hoch. Buenos dias und herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Ivo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der heutigen Folge. Heute zum Thema Erwartungen und warum ich jetzt gerade mit dem Thema anfangen und dich nicht fragen, wie es dir geht, Tim, ist, weil ich möchte gerade mit dem Thema anfangen, mit Erwartungen und auch eine mit dir teilen. Okay. Und zwar, wenn ich den Podcast einmal anfange, ich kann meistens die Begrüßung machen Ja. und ich dich frage, wie geht es dir? Ja. Dann habe ich früher nicht die Erwartung gehabt, dass du mich einmal zurückfragst, und wie geht es dir, Ivo? Es ist mittlerweile ein Running Gag zwischen uns geworden, weil... Nein, nur zwischen uns. Leute, die unseren Podcast hören, haben mich angesprochen und gesagt, wieso fragst du die, wo nie, wie es ihm geht? Und ich wirklich, es tut mir leid. Nein, aber ich als wieso... Mittlerweile ist die Erwartung, dass du mich gar nicht fragst, weil ich erwarte das schon, weil ich es auch lustig finde, dass das immer untergeht. Und darum tue ich jetzt deine Nein. Erwartungen positiv überraschen, indem ich dich frage, Ivo, wie geht's dir? Das fühlt sich gut. Das ist so ein chaotischer Start, aber ich finde es so geil. Ivo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe Fußspät, ich bin gestern beim Fußballspielen an der Limit verletzt, bin etwas reingestanden. Und ich habe das Gefühl, es hat noch Gift drin, aber ich bin mir überlegen, was hat es in der Limit, weil der Böller ist ins Wasser. Und ich weiss, es gibt doch so Muscheln in der Limit. Aber die haben kein Gift. Ich glaube nicht, aber gefährliches Halbwissen. Ja, aber es gibt doch so Muscheln, oder? In der Limit. Es gibt schon Muscheln in der Limit, ja. ich glaub, Wandermuscheln. Ja, Es gibt sogar ein Lied dazu. Vielleicht machen wir mit dem Lied das Outro, fände ich noch geil. Ja, du meinst, mir geschnitten, es tut recht weh. Und, aber sonst, so mental, emotional geht es mir sehr gut. Und was hast du diese Woche gelernt, Tim? Ich dachte, ich frage mal eine andere Frage. Du hast mir ein bisschen reingecatcht und dann dachte ich, du mal, Sorry. anstatt zu fragen, wie es dir geht, was ich noch spannend fände, was hast du diese Woche gelernt? Also generell oder zu Erwartungen? Einfach so generell, wo du sagst, hey, das ist jetzt noch eine spannende Erkenntnis gewesen. Sehr breit. Wow, das ist eine gute Frage. Ich habe diese Woche gelernt, wie wichtig ein positives Mindset in einem Mannschaftssport ist. Und ich würde das sogar ausweiten auf jede Teamkonstellation. Ob es bei der Arbeit ist, ob es bei Freundschaften ist, ob es in einem Projekt ist, ob es im Sport ist. Weil, wenn du immer nur das Negative in der Mannschaft im Vordergrund hast und das deine Kultur wird, es zieht jeden runter. Und es ist, ja, Also einfach du hast nicht... schon so eine Negativspirale dann, oder? Ja, voll. Und das habe ich gemerkt und habe ich gelernt, oder ich bin am Lernen,
wie wichtig das ist und jetzt probiere ich das umzusetzen. Da kommt mir gerade der Mittelkreis vom Circle of Influence, der Circle of Influence in den Sinn. Mhm. Du kannst dein Team, das Verhalten von anderen nicht zu 100% kontrollieren, aber die Energie, die du reingibst, kann einen positiven Effekt haben und Ja, beeinflussen, oder? voll. Um das noch so Wie bist du auf die Frage gekommen? Hey, weil ich ja im Anfangs Mai einen neuen Job angefangen habe Ja, und so das Thema Lernen sehr im Vordergrund steht ja. und Sachen vernetzen und sich auch bewusst so fragen, was habe ich gelernt und was nehme ich mit und wie tue ich das irgendwo ablegen in meinem Hirn, dass ich es kann, weißt, auch wieder verwenden, dass es wie verknüpft ist. Und ich finde das, und ich meine, das mache ich jetzt mega bewusst, Mhm. weil es auch ein bisschen meine Aufgabe ist. Also das ist eine explizite Erwartung auch an mich. Wow. Und dann dachte ich, ja, aber das kann man ja auch sonst machen. Also ich finde es einmal Das noch spannend, stimmt, ja. so, hey, was habe ich gelernt? Und eben, du sagst es, dort, wo man den Fokus anlegt, dort wächst irgendetwas und das kann auch etwas Negatives wachsen. Und wenn man mal so Ende Woche sich überlegt, hey, was habe ich eigentlich gelernt, dass man so den Fokus aufs Lernen legt und auf die Entwicklung oder ja, Entwicklung einfach aufs Lernen. Und das könnt ihr auch machen, wenn ich jetzt dem Team gefragt habe, was habt ihr gelernt, jetzt, wenn ihr es am Montag hört, könnt ihr mir überlegen, so als Start für die neue Woche, was habe ich letzte Woche gelernt, was ich die Woche könnte umsetzen könnte, beim Arbeiten, in der Beziehung, im Sport. Krass. Achtsamkeit, whatever. Crazy. Ich dachte, das ist mal etwas anderes. Du hast jetzt gerade von einer expliziten Erwartung geredet, Genau, wo du kommen wir beim ins Job Thema. hast. Ja. Und ich möchte da vielleicht gerade einen Einstieg machen. Und zwar, Dave und ich haben uns überlegt, dass sehr viel in unserem Alltag durch Erwartungen gesteuert wird. Und wir haben uns dann überlegt, hey, okay, was gibt es überhaupt alles für Erwartungen? Und dann haben wir mit blinder Arroganz gefunden, wir machen jetzt ein psychologisches Modell, das überhaupt nicht ausgereift ist. Aber wir haben wirklich gemerkt, es gibt 3 Ebenen, wo wir darüber geredet haben, wo ich möchte ergänzen durch eine 4. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wo ich dir dann nachher deine Meinung dazu wissen. Aber wir haben gemerkt, es gibt wie Erwartungen, die an uns getragen werden, von anderen Personen. Und die können implizit oder explizit sein. Da vielleicht noch schnell die Unterscheidung. Implizit ist, ich habe das Gefühl, es wird von mir erwartet, von einer anderen Person, aber es ist nicht ausgesprochen worden. Und explizit bedeutet, ich sage dir ganz klar, das ist meine Erwartung. Ja, und als Beispiel, das zum Verständnis, was eine implizite Erwartung ist mir vorher so in den Sinn gekommen, wir haben jetzt zum Beispiel meine implizite Erwartung an dich, ist, dass du dich vorbereitest auf das Datum, wo wir den Podcast aufnehmen. Wir machen irgendein Thema ab und wir haben nie darüber geredet, dass wir, also ich habe dir nie gesagt, ich erwarte von dir, dass du dich vorbereitest. Jetzt hast du gesagt, jetzt ist es explizit. Jetzt habe ich gesagt, jetzt ist es explizit, aber bisher, ich Ja, habe es das einfach stimmt. erwartet, implizit. Und ich würde auch sagen, so viel mehr Erwartungen sind implizit. Weil einfach, wenn man alles aussprechen will. Manchmal ist es auch fast schon beleidigend, wenn du etwas aussprichst, weil es von beiden Seiten erwartet wird. Oder? Also jetzt zum Beispiel die Vorbereitung. Wenn du zu mir würdest kommen und würdest sagen, hey, gell, ich habe dann die Erwartung, dass du dich vorbereitest, dann bin ich so, ja, aha, logisch. Ich bin kein Hast du Zwölfjähriger, das Gefühl, ich tue mich nicht vorbereiten? Ich tue mich effektiv nicht vorbereitet. Da jetzt. Nein, Spaß. Nein, aber also das vielleicht noch schnell die Unterscheidung zwischen implizit und explizit. Also das heisst, auf der ersten Stufe haben wir Erwartungen, die andere Leute an uns haben, implizit und explizit. Dann haben wir Erwartungen, die wir selber an uns haben. Da haben wir jetzt gesagt, das ist unbewusst und bewusst. Also Erwartungen, die wir ganz klar wissen, hey, das ist meine Erwartung an mich. Zum Beispiel, dass ich morgen am 6 Uhr aufstehe, um zu arbeiten. Das ist die Erwartung an mich, dass ich das schaffe. Eine unbewusste Erwartung ist jetzt schwierig zu formulieren, weil ich es ja noch nicht weiss. Es ist mir nicht bewusst. Das sind oftmals so ein bisschen die auch vielleicht durch die Erziehung entstehen. Oder halt auch über das Grundbedürfnis irgendein Schema. Voll. Oder? Und dann die 3. Ebene wäre meine Erwartungen, die ich habe an andere Personen. Und da wäre auch wieder implizit und explizit. Ja. Und jetzt die 4. Ebene. Darf ich guessen? Ja, guess. Ich weiss, glaube was die 4. Ebene ist, weil wir haben ist mir das ist es so gewesen, ich habe es gerade aufgeschrieben. Ja. Die 4. Ebene von Erwartungen ist gesellschaftliche Erwartungen. Yes. Das Umfeld. Das Umfeld. Weil in meiner Vorbereitung, die ich selbstverständlich gemacht habe, ist mir bewusst worden, dass so viele Erwartungen auch von einer Gesellschaft kommen oder von einer Kultur. Und jetzt, für die schon ein bisschen länger dabei sind, ich heirate nächstes Jahr. Und wie viele Erwartungen da sind
was eine Hochzeit angeht. Und wir sind sehr befreit von dem. Ich glaube, wir machen etwas sehr Untraditionelles. Aber ich rede öfters mit Leuten, die geheiratet haben. Und viele, die geheiratet haben, und ich probiere dort dann ihre Erfahrungen abzuholen, zu lernen. Und viele sagen, hey, wir haben im Nachhinein gemerkt, wir haben gewisse gesellschaftliche Erwartungen, manchmal auch Erwartungen von anderen Personen, von Familienmitgliedern und so. Aber wir haben gewisse Erwartungen probiert zu erfüllen und im Nachhinein würden wir es nicht so machen. Also die Erwartung von, dass eben ein weißes Kleid und irgendwie ein Anzug oder die Erwartung, dass es keine Ahnung, irgendwie Geschenke gibt oder die Erwartung, wen man alles einladen. Familienmitglieder müssen ja eingeladen werden, alle, auch der Cousin dritten Grades und der Onkel, den man seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hat und der ein bisschen Alkoholproblem hat, den musst du auch einladen und dann irgendwie ist das Fest und dann hat er vielleicht 3 Drinks zu viel gehabt und du merkst, fuck, ich hätte ihn eigentlich nicht einladen sollen. Aber das sind so gesellschaftliche Erwartungen, auch, ich glaube, gesellschaftliche Erwartungen auf Geschlechter sind aktuell mega im Umschwung oder aktuell die letzten 20 Jahre. Aber das ist auch ein riesiges Thema. Also wir haben Erwartungen, die Gesellschaft hat Erwartungen an uns. Wir haben aber auch Erwartungen an die Gesellschaft. Was ich ganz eine wilde Veränderung finde, weil ich glaube, dass so vor 30, 40 Jahren das noch nicht so ein Thema war. Aber heutzutage, durch Demonstrationen und durch Leute, die sich auf Social Media kundtun oder auch einfach probieren, etwas zu bewegen. Wir haben eine Erwartung an die Gesellschaft. Also das ist ein Beispiel. Jemand, der sehr, sagen wir, sehr sich fest dafür einsetzt, dass man kein Fleisch isst, hat eine Erwartung an die Gesellschaft, dass andere Leute auch kein Fleisch essen. Dasselbe zum Beispiel mit Naturschutz. Dass man sagt, hey, ich habe die Erwartung an die Gesellschaft, dass man da etwas ändert. Und ich will das jetzt nicht werten, ich will nicht sagen, das ist gut oder nicht. Aber das ist mir bewusst worden, weil ich glaube, vor 40 Jahren ist das noch nicht so ein Thema gewesen, weil du einfach in deiner Bubble bist und deine Leute in deiner Bubble gehabt hast. Und du hast die Erwartung an die einzelnen Personen gehabt, dass sie vielleicht kein Fleisch essen oder dass sie... Es gibt auch Leute, die die Erwartung an die Gesellschaft haben, dass sie Fleisch essen. Aber... Ja, ich weiss jetzt nicht, ob ich mich aus dem Fenster lernen will, weil vor 40 Jahren sind wir nicht auf der Welt gewesen. Das stimmt. Und, Eben, darum, ich sage, ich vor weiss es 40 nicht. Jahren hat es ja trotzdem schon Aktivisten gegeben. Das stimmt. Und darum, aber vielleicht weniger, weil durch Social Media kannst du die Gesellschaft erreichen. Ja, es ist halt nochmal ein anderes Medium dazu gekommen, das eine andere Wirkungskraft hat. Aber ich glaube, es hat schon immer Erwartungen an die Gesellschaft gegeben. Ja, das stimmt. Das stimmt sicher. Ich glaube, es ist nochmal ein bisschen stärker geworden durch Social Media. Ja. Weil du einfach die Möglichkeit hast, auch an die Gesellschaft zu reden. Ja, und ich glaube, es hat einfach genug Potenzial, um irgendwo Veränderung zu wählen. Fix. Also ich meine, Ja. nimm irgendein Thema, ich könnte 20 sagen, wo super aktuell sind, wo du sagst, oh, das wäre schön, wenn da eine gesellschaftliche Veränderung oder eine globale Veränderung würde stattfinden. Ja. Nice, weil lustig, dass du sagst, die 4. Ebene, weil ich bevor, wo wir so ein bisschen so ein bisschen über das geredet haben, wir so gesagt, die Gesellschaft auch, und was wir gerade mal aufgeschrieben. Ja. Also wir haben so über das geredet, das Malzacher-Tengen-Modell und das Tengen-Malzacher, da müssen wir noch schauen. Nein, das einfach die unterschiedlichen Erwartungen und vielleicht, um das jetzt nochmal so ein bisschen runterbrechen, ich habe etwas gelesen in der Vorbereitung, was so war, unser Hirn ist eine Erwartungsproduktionsmaschine vom Allerfeinsten. In jeder Alltagssituation entstehen immer sofort Erwartungen. Und es ist okay. Ich tue das jetzt mal in meinem Alltag schauen, wie schnell Erwartungen entstehen. Und es entstehen gefühlt in jeder Sekunde Erwartungen. Immer. Ganz kleine bis zu grösseren. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich bin jetzt mit dem TÜV, als Beispiel mit dem TÜV im Strassenverkehrsamt. Im Strassenverkehr, nicht im Amt, einfach im Strassenverkehr. Du hast so viele Erwartungen, was andere Verkehrsteilnehmer machen. Oder das Auto vor mir, ich erwarte, dass es jetzt abbiegt oder dass es jetzt anhaltet oder so. Und meistens stimmt es ja auch. Oder wenn ich vorausschaue und sehe, okay, jetzt laufen die Kinder über die Straße, ich erwarte schon, dass das Auto vor mir jetzt dann wird bremsen. Oder? Also unser Hirn ist ständig dran und ich möchte Erwartungen auch nicht positiv oder negativ bewerten, sondern einfach neutral beachten. Es gibt Ausprägungen, wo Erwartungen positiv sind und es gibt nachher auch Formen von Erwartungen, die halt dann negativ sind. Oder? Und das habe ich so spannend gefunden, einfach mal zu beobachten, wo entstehen überall
Erwartungen. Und das sind so viele. Auch wenn ich dich jetzt anschaue, ich habe irgendeine Erwartung, dass jetzt eine Reaktion kommt. Oder? Also in jeder kleinsten sozialen Interaktion kommen Erwartungen, aber auch an mich die ganze Zeit. Jetzt passiert das, ich erwarte, dass ich jetzt das mache. Irgendwie so, oder? Darum so ein geiles Thema und ich freue mich richtig jetzt da auf die einzelnen Punkte oder auf die Ebenen, die du vorher gesagt hast, können eingehen. Mit welcher wollen wir anfangen? Dass wir so ein bisschen Ich würde sagen, wir gehen durch, so wie ich es gesagt habe, also Erwartungen von anderen Leuten an uns, dann die eigenen Erwartungen an uns und nachher die Erwartungen gegen aussen. Ich finde es vor allem, ich habe in meiner Vorbereitung vieles zu der Glücksforschung gesehen und dass Glück sehr fest davon abhängig ist, ob Erwartungen erfüllt werden oder nicht. Mhm. Und habe es darum noch interessant gefunden, weil so viele Erwartungen die ganze Zeit entstehen. Mhm. Du hast jetzt vorher den Strassenverkehr genommen. Wenn ich die Erwartung habe, dass einer über den Zebrastreifen drüber fährt, weil der Fußgänger noch nicht genug nahe ist zum Anhalten und er dann doch anhaltet und ich nicht genug aufmerksam bin und vielleicht im letzten Moment noch abbremsen muss, löst das bei mir nachher schon Druck aus. Ich bin schon so dann ein bisschen unzufriedener. Ja, bist so, fahr doch einfach Ja. schnell. Und all die kleinen Sachen mit Erwartungen, und ich meine, eben, Straßenverkehr ist jetzt ein sehr grobes Thema, aber das kannst du in der Arbeit, in Beziehungen, mit Familie, mit Freunden, einfach, du kannst auf so vielen Ebenen. Mhm. Und darum finde ich freue mich heute, das anzuschauen. Und ich würde sagen, wir gehen mal einfach, ich meine, sie decken sich ja die drei, vor allem die erste und die dritte Ebene, decken sich ja schon auch. Aber ich würde sagen, wir gehen mal so durch und vielleicht hüpfen wir dann ein bisschen. Mhm. Das ist doch gut. Was haben andere Leute für Erwartungen an dich? Hey, ich kann dir jetzt halt zum Teil nur die expliziten, also die bewusst an mich kommuniziert werden oder mir wirklich auch so gesagt werden. Und da kann man sie ja so ein bisschen unterteilen in die Bereiche, wo ich halt so unterwegs bin. Also es gibt wie Erwartungen vom Schaffen. Mhm. Und dort sind so die bewusst gesagten Erwartungen sind halt so, okay, das und das musst du machen. Das sind die Aufträge. Und dann geht es dann so ein bisschen darum, okay, wie explizit sind die Aufträge formuliert worden. Also ich weiss jetzt, ich muss die und die Aufgabe machen. Und das ist jetzt aber über die Aufgabe, ich habe nicht eine Woche für die Aufgabe Zeit, sondern mehrere Monate. Das heisst, es ist ein ganzer Prozess, wie ich die Aufgabe machen kann oder das Endprodukt kreieren. Und dann du schmunzelst schon, du siehst, wenn ich mehrere Monate Zeit habe, um etwas zu machen, mit Leuten, dort jetzt als Beispiel mit einer Aufgabe sind, glaube ich, etwa 40 Leute involviert, die sich auch mal so ein bisschen Interviews und so machen. Das heisst, ich kann das extrem unterschiedlich auch gestalten. Wie gehe ich auf die 40 Leute zu? Wie kann ich dann das Wissen, das ich jetzt davon bekommen habe, auswerten? Wie kann ich das aufbereiten? Und der ganze Prozess ist ein bisschen selbstgesteuert. Das heisst, ich kann das selber auch angehen. Also eigentlich ist nur das Endprodukt ist klar definiert, ist explizit gesagt worden. Aber der ganze Prozess, wie ich das mache, und auch weil ich jetzt neu in dieser Firma bin, ist es ein bisschen implizit und das sind einfach so Annahmen, wo ich denke, so mache ich es. Ja. Und eben, ich will nicht sagen, dass es negativ oder positiv ist. Es ist einfach so, und du hast am Anfang gesagt, viele Sachen sind implizit, wo ich denke, das ist es so, dass ich das so machen muss. Und da habe ich jetzt gemerkt, jetzt gerade so am Anfang, wo ich vielleicht auch unsicher war, wo ich gemerkt habe, ist das jetzt wirklich so, dass es mir mega geholfen hat, ein Gespräch zu suchen mit der Person, die so ein bisschen für mich zuständig ist, die mich auch dort anleitet, aber dann auch halt eben die Erwartung, dass ich vieles auch selber mache. Aber ich weiss, ich kann auf die Person zugehen, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Oder einfach unsicher bin. Dann habe ich gemerkt, hey, wenn ich unsicher bin, welche Erwartung ist jetzt genau da? Das Gespräch suchen. Dass man das vom Impliziten, also wo ich das Gefühl habe, ist die Erwartung, über das Reden Klarheit bekommen, dass es nachher explizit ist. Hast du eine klare Deadline bekommen? Nein. Also ich finde, es ist schon nur dort. So oft gibt es irgendwie einen Auftrag oder dann so bist du so, okay. Und die andere Person sagt dann vielleicht, hey, eben, das wäre noch gut, wenn wir das mal anfangen würden. Okay, für mich heisst das etwas ganz anderes als vielleicht für dich. Was heisst, mal damit anfangen? Ist das für 4 Monate? Ist das für 6 Monate? Ist das für eine Woche? Und die andere Person hat eine ganz klare Vorstellung von, hey, das sollte vielleicht irgendwann im August das durch sein. Und genau, manchmal, aber jetzt zum Beispiel bei dem weiss ich, es ist nicht eine ganz klare Vorstellung rum. Das heisst, für mich heisst das Gestaltungsspielraum.
Wenn keine klare Vorstellung rum ist und es ist also, man muss zuerst mal herausfinden, okay, wie lange geht das überhaupt, dass es dann fertig ist, habe ich mir mal überlegt, okay, was ist realistisch, um das alles können, über die Zeitspanne können aufteilen. Ist es realistisch, auch jetzt wenn Sommerferien kommen, dass dann vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger so. Und dann gehe ich einfach mal von dem aus. Und dann musst du es aber wie auch ein bisschen austarieren. Und darum bin ich jetzt eben Fan bei so Sachen, um darüber zu reden. Hey, macht das Sinn? Ist das okay so? Oder dass dann, weil sonst basiert die eine Annahme auf einer anderen Annahme und die Annahme basiert auf einer anderen. Oder also es sind eigentlich ganz viele Annahmen, wo du siehst, ganz viele Fehlinterpretationen können entstehen. Hast du regelmäßige Check-ins, wo ihr schaut, hey, wo stehst du im Prozess? Auch ja. Weil ich finde das so wertvoll, weil eben, wenn du mal implizit andere Annahmen hast, als dass die Erwartungen da sind, dann erkennst du die früher. Und nicht erst 4 Monate später, wenn du das Produkt abgibst und sie so sagen, hey, stopp schnell, wir haben etwas anderes erwartet. Also ich find Check-ins und die klassische Auftragsklärung, was eigentlich nichts anderes ist als einfach Erwartungsmanagement. Erwartungsmanagement, ja. Sind die 2 Punkte, die ich fast am wichtigsten finde. Ist so regelmäßige Check-ins, Erwartungsmanagement, Auftragsklärung, dass dort dann einfach du probierst, ein Bild abzugleichen, das ich habe, das du hast, und dass man versteht, was die andere Person braucht. Ja. Und was mir jetzt, also einfach um das vielleicht dann nochmal verdeutlichen, wie komplex das Thema ist, du hast mir gefragt, was sind andere Leute für Erwartungen an mich? Und ich habe dir jetzt nicht mal einen Bereich von meinem Leben gesagt, sondern einen kleinen Teilbereich von etwas, also vom Arbeiten. Eine Aufgabe vom Bereich Arbeiten, Bereich Arbeit. Und eben da, wenn man jetzt das weiterspinnt, und da kann ich allen mal empfehlen, und sich das bewusst machen, nehmt mal ein grosses Papier auf und schreibt so die Bereiche auf, wo ihr unterwegs sind, mit den Leuten und überlegt euch, was sind da überhaupt alles für Erwartungen. Also ihr seid dann vielleicht noch Sohn oder Tochter, ihr vielleicht noch Götti, ihr seid Freund oder Freundin von jemandem, ihr seid in verschiedenen Kollegenkreisen, ihr seid vielleicht noch in einem Verein, was auch immer. So viele Sachen, wo unterschiedliche Erwartungen können entstehen, und dann merkt man einmal, wenn so, okay, welche Erwartungen sind und dann sich fragen, ist das so gesagt worden? Ich habe das übernommen und mache das mega ähnlich. Ist zuerst alle Erwartungen aufschreiben und nachher 2 Farben Leuchtstift nehmen und mal markieren, hey, was ist explizit gesagt worden und was nicht. Und wenn, sagen wir, grün ist explizit und gelb ist implizit, du wirst so wenig Grüne finden. Das du ist wirst krass. so wenig explizite Erwartungen finden. Hey, also eine riesige Empfehlung, um das einfach mal zu machen, um sich das zu verbildlichen. Muss ja nicht mit dem ganzen Leben sein, sondern einfach, wenn ihr jetzt das Projekt habt oder in der Beziehung, wenn ihr sagt, hey, ich möchte das jetzt mal dort ausprobieren. Ich finde das schon noch wertvoll. Ja, und ich finde in der Beziehung habe ich mega aufgemerkt, jetzt so ich habe für mich wie so einen Beobachtungsauftrag gemacht, wo ich Erwartungen, hey, so viele implizite Erwartungen. Und dann habe ich für mich so gemerkt, hey, implizite Erwartungen sind manchmal auch nicht fair. Wie meinst du? Weil wenn ich eine implizite Erwartung habe an dich, kannst du es ja nicht wissen. Oder? Ja. Und wenn ich dich aber nachher quasi dafür verantwortlich mache, oder meine Reaktion, ob die Erwartung erfüllt worden ist oder nicht, positiv oder negativ ist, aber du gar nicht davon gewusst hast, eigentlich mega unfair. Ja. Und dann habe ich wieso gemerkt, okay, ich habe das jetzt gemerkt, ich habe eine implizite Erwartung. Ist das gerecht? Ist mir das wichtig, dass ich das jetzt ausspreche, dass das wir beide wissen, nicht wir das reden können? Und wenn nicht, dann hast du auch nichts zu melden. habe ich auch nichts zu melden und, Ja. und die Erwartung kann ich eigentlich auch wieder auf der Seite lassen. Ja. Weil sonst ist es unfair. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wenn du Leute schon länger kennst, dann kann es sein, dass man ein Erwartungsmuster immer wieder gezeigt hat. Oder also ich bin seit über 7 Jahren in einer Beziehung. Und dort sind gewisse Erwartungen sind nie ausgesprochen worden, aber es ist wie klar, weil die letzten 7 Jahre das Muster gezeigt worden ist. Und ja, es ist zwar implizit, aber es ist sehr, sehr nah an explizit. Weil es wie beide sich so verhalten. Genau. Es ist wie so leben wir unser Leben und so ist es quasi. Okay, und dasselbe auch beim Arbeiten. Also wenn du mit jemandem schon sehr, sehr lange zusammen schaffst und man hat immer die gleichen Erwartungsmuster zeigt, dann ist das schon sehr, sehr nah an explizit. Vielleicht nehmen wir die 2 zusammen. Also Erwartungen, die Leute an uns haben und Erwartungen, die wir an Leute haben, weil ich habe das Gefühl, die Lösung dafür sind sehr ähnlich. Ich habe vorher gesagt, dass Erwartungen, die Leute an uns haben, die 2
Erwartungen, die 2 Massnahmen, die dort enorm unterstützen, sind Auftragsklärung, Erwartungsmanagement, also Nachfragen, hey, also wie hast du das gemeint und was ist dir dort wichtig? Also, können wir ein anderes Wort für Auftragsklärung nehmen? Also Erwartungsmanagement. Ja, Okay. ich finde das viel besser, weil wenn du im Privaten bist, mache ich mit dir nicht eine das stimmt. Auftragsklärung. Das stimmt. Oder beim Arbeiten, ja. Aber es ist ja, wir wollen ja wie alles ein bisschen abdecken. Ich habe jetzt, das Lustige ist, ich habe jetzt fest ans Arbeiten gedacht und dann gedacht, ja nein, aber in meinem Privaten mache ich das ja auch mit dir. Aber wir arbeiten halt auch viel zusammen, darum ist es dort ein bisschen eine Mischung. Ja. Also jetzt zum Beispiel im Juli, Ja. dort ist es ein bisschen eine Auftragsklärung. Ja. Wo man halt, aber ja, ich sehe, also okay, wir nehmen mal Erwartungsmanagement. Dort ist vor allem hilfreich Erwartungsmanagement und so ein bisschen Check-ins. Also einfach immer wieder schauen, hey, sind wir auf dem richtigen Track? Haben wir uns richtig verstanden? Habe ich die implizite Erwartung richtig verstanden? Ja, und darüber reden. Voll. Und bei Erwartungen, die ich habe an andere Personen, dort muss ich zuerst mal wissen, was meine Erwartung ist. Da kommen wir dann nachher drauf zurück. Mhm. Und dann aber auch, hey, eben, mache ich das explizit? Möchte ich quasi, ist mir das so wichtig, dass ich es explizit mache? Oder sage ich, nein, ich lasse implizit, aber kann mich dann auch nicht beschweren, wenn es nicht erfüllt worden ist von der anderen Person. Mhm. Und da vielleicht ein Beispiel, wie simpel das kann sein. Wenn ich mit meiner Verlobten heimkomme vom Arbeiten und wir beide durch sind, dann merke ich, ich habe das Bedürfnis, um einfach gar nicht mehr so viel machen an dem Abend. Und dann, auf dem Heimweg, wenn wir irgendwie vom Bus da zu uns heimlaufen und ich merke, ich bin durch, spreche ich manchmal die Erwartung aus, hey, ich habe gerade festes Bedürfnis, wenn wir daheim sind, einfach mal schnell eine halbe Stunde auf der Couch liegen und einfach mal schnell hängen, bevor wir irgendetwas anderes machen, bevor wir an die Nacht denken oder irgendetwas. Und wenn ich das mache, hat sie weit die Möglichkeit, sich auf das einzustellen und irgendwie sich mit dem können, zurechtfinden oder auch nicht, indem dass sie vielleicht sagt, was ihre Erwartung ist. Aber ich merke, wenn ich das nicht mache und dann einfach auf der Couch liege und sie die Erwartung hat, dass wir vielleicht die Nacht machen oder dass wir vielleicht zusammen irgendwie besprechen, wie der Tag gelaufen ist, etc. Das hat so viel Konfliktpotenzial, wenn man es nicht ausspricht. Und das sind so kleine Sachen. Ich habe einfach das Bedürfnis, zum daheim schnell eine halbe Stunde anzulegen, weil ich einfach durch bin. Und das geht bei allem durch. Also das siehst du ja überall, auch mit Kollegen. Du hast die Erwartung, dass du zusammen da daheim irgendwie an einem Freitagabend vielleicht etwas trinkst und du hast die Erwartung nachher, dass du in den Ausgang gehst. Und jemand anderes hat die Erwartung, wow, ich kann eigentlich einfach, ich will da gemütlich eins trinken und dann irgendwann sagen, ich will jetzt heimgehen. Und das ist es. Und wenn du das nicht klärst, bevor du an dem Punkt bist, wo nachher jemand sagt, hey, ich will jetzt in den Ausgang, hat es so viel mehr Konfliktpotenzial, als wenn du das vorher ansprichst und sagst, hey, wie hast du dir den Abend vorgestellt? Gehen wir heute noch raus oder bleiben wir daheim? Ich hätte festes Bedürfnis, dass wir einfach daheim sind, ein bisschen entspannt machen und nichts irgendwie nachher noch machen. Und dann kann sich die andere Person darauf einstellen. Mhm. Und ich finde, die Zeit, um sich auf etwas einstellen oder sich Gedanken darüber zu machen, ist so wichtig. Und vielleicht kommt dort dann auch das Grundbedürfnis von Kontrolle rein und Orientierung, dass du weißt, was kommt. Genau das denkt. Weil wenn jetzt ich sage, nein, ich will nachher noch weitergehen und du mir aber 5 Stunden vorher sagst, hey, du willst heute Abend hier bleiben, dann kann ich ja noch schauen, hey, Du kannst Pläne machen. dann kann ich sagen, okay, ich bleibe bis um 12 Uhr bei dir und nachher gehe ich noch weiter, als Ja. Beispiel. Aber dann habe ich wieder die Möglichkeit. Darum habe ich dann auch wieder die Orientierung und Kontrolle über das, was ich dann auch möchte machen. Yes. Und das hast du jetzt sehr schön gesagt, wie viele Konflikte eigentlich verhindert werden, wenn man sich seine eigene Bewertung bewusst macht und die ausspricht, wenn es einem wirklich wichtig ist. Ja. Erwartungen an dich selber. Shit. Ja, mit dem habe ich schwierig da. Was hast du für Erwartungen an dich selber? Das ist ja fast ein bisschen Therapie. Ich glaube, eine der grössten Erwartungen, die in den letzten paar Jahren von implizit zu explizit gewechselt hat, ist, dass ich authentisch bin. Ich glaube, das ist eine der grössten Erwartungen, die ich an mich selber habe. Dass ich selber bleibe und mich nicht für irgendeine Situation, für irgendeinen Job, für irgendeine andere Person verändere. Ich kann mich anpassen. Mhm. Ich bin da im Podcast ein anderer Mensch, als wenn wir einfach das Zweite sind. Mhm. Ich bin auch ein anderer Mensch, wenn ich am Arbeiten bin.
Oder ich muss vielleicht sagen, ich bin nicht ein anderer Mensch, ich verhalte mich anders, ich passe mich an. Was Aber es ist immer die total- gleiche Person dahinter. Was eigentlich auch total normal ist. Ja. Und wie ist das von implizit zu... Du hast gesagt, vorhin ist es implizit gewesen und jetzt ist es explizit. Wie ist das entstanden? Ich glaube, ich bin schon immer jemand gewesen, wo sich nicht einfach angepasst hat, weil es einem von einem erwartet wird. Explizit oder implizit. Also, wenn dir in der Schule implizit das Gefühl gegeben wird, du musst dich verändern, dann habe ich das dort schon nicht so lässig gefunden. Aber auch wenn es explizit gesagt worden ist, hey, du musst so und so und so, ist bei mir dann sehr fest Reaktanz gekommen, wo wir auch schon angeschaut haben, Reaktanz, wenn jemand einem sagt, du machst jetzt das, habe ich erst recht keinen Bock, um das zu machen. Und ich habe in den letzten, sagen wir, so in den 20er gemerkt, dass ich mit dem mega gut fahre. Und dass sich mega viel Positives ergeben hat dadurch, dass ich mich selber bleibe und mich kann anpassen, aber nicht mich anders verhalten, als dass ich das möchte. Also so ein bisschen von deinen Werten weg. Genau, ja, So. genau. Ja, das ist genau das. Ja. Also ich kann mich anpassen, aber ich komme nicht von meinen Werten weg. Ja. Und das ist explizit geworden, oder bewusst geworden, weil ich den Track Record oder die Vergangenheit habe von Erfolg durch das. Und es hat eine Zeit gegeben in meinem Leben, wo ich war, so müsste ich mich vielleicht anpassen, muss ich vielleicht anders werden. Und ich glaube, in den 20er ist dann irgendwann so realisiert worden, ich meine, so in der Pubertät hat jeder, also ich würde sagen, sehr viele haben das Gefühl von, muss ich jemand anders sein, muss ich irgendwie... Das ist einfach generell eine schwierige Voll, Zeit. es ist einfach fuck. Und in den 20er ist dann irgendwann so wie klar geworden, mal, das ist eigentlich ganz gut und das ist, glaube ich, einer von meinen wichtigsten Werten, wo ich sage, ich möchte können authentisch sein. Ja. Du hast ja zwei Sachen, die ich jetzt so da rein höre, die ich mega wichtig finde, so zum Thema Erwartungen und wie Erwartungen auch entstehen. Das ist so zum einen das Thema Erfahrungen. Welche Erfahrungen habe ich in meinem Leben gemacht? Und dann halt Wert. Oder ich glaube, und was ich jetzt für mich so gemerkt habe, ich weiß nicht, ob das 100% richtig ist, aber meine Erfahrungen kreieren viel mehr meine expliziten Erwartungen. Also wenn ich etwas schon sehr oft erlebt habe, dann wird mir das auch viel bewusster, dass jetzt das die Erwartung ist. Und so meine Werte viel mehr so die impliziten. Ja. Oder? Und ich weiß nicht, auch wenn jetzt zum Beispiel ein Wert, als Alltagsbeispiel, ein respektvoller Umgang miteinander. So ist mir jetzt für mich wichtig, ist ein Wert. Und wenn ich dann aber mit Leuten zu Mittagessen und die am Handy sind, dann finde ich das persönlich respektlos. Ja. Oder zu spät kommen. Oh mein Gott, ich bin gestern schlimm zu spät gekommen. Ich hoffe, das wird mir nicht vorgehalten. Aber eigentlich, also Pünktlichkeit gehört für mich zum Thema Respekt, dass man pünktlich ist, als Respekt vom Gegenüber. Und ich tue das aber ja nicht kommunizieren, sondern es ist wie so implizit meine Aber das sind jetzt Erwartungen an andere Leute? Hey, auch an mich selber. Okay. Oder? Also es ist eine Mischform. Es ist eine Mischform, Oftmals sind ja Erwartungen, die man an sich selber hat, auch Erwartungen an andere Leute. Weil es eben die eigenen Werte, man hat die Erwartungen, die entstehen durch die eigenen Werte, gibt man ja auch weiter. Ich muss noch schnell etwas ergänzen. Und zwar eine zweite Erwartung, die ich an mich selber habe, wo die Authentizität, schwieriges Wort, ergänzt. Weil was mich so aufregt, ist, wenn Leute irgendetwas machen, was nicht gut ist, oder wo ich das Gefühl habe, das ist nicht gut, ich dann sage, hey, das ist nicht gut, und dann die Person sagt, ich bin halt so. Das bin halt ich. Und dort ist für mich die zweite Erwartung, die ich an mich selber habe, weil es macht mich so hässig, wenn Leute sich daneben benehmen und sagen, ja, ich bin halt einfach so. Hast du ein Beispiel? Wenn Leute zum Beispiel einfach jemand so Sau machen, auf eine taktlose Art, und sagen, das ist mein Temperament. und sagen, das ist mein Temperament, ich bin halt direkt, weißt, das bin halt ich. Und das macht mich so hässig, wenn Leute einfach sich selber die Entwicklung nehmen, dass sie sich selber verbessern, indem sie sagen, das bin halt ich. Und darum die zweite Erwartung, die ich an mich habe, ist, dass ich mein Leben lang wird meine Erwartung an mich ist, dass ich mich entwickle und lerne. Weil, was ich sehe, oftmals
hat man irgendwann das Gefühl, man hat jetzt Weisheit mit dem Löffel gegessen. Mhm. Und dann hat man nicht mehr das Bedürfnis, um sich zu verändern und man weiß alles und das ist alles gut. Und das sind eigentlich so, die zwei sind in Kombination. Mhm. Und für mich ist es, ja, ich bin authentisch, aber ich muss mir auch selber die Möglichkeit geben, um mich selber hinterfragen. Ob das, was ich gerade als gut betitle, gut ist. Also ich muss mich hinterfragen. Wenn ich mich dahinter verstecke, dass ich einfach sage, ich bin so, wie ich bin, und das ist ja gut, irgendwann werde ich an einen Punkt kommen, wo ich nicht mehr mit der Zeit kann gehen oder wo ich nicht mehr kann mich an die Situation anpassen kann. Es ist so ein bisschen ein Balanceakt. Ja, fest. Weißt du, was mir jetzt gerade in den Sinn kam? Das hat sich in mein Hirn eingebrannt. Ich hatte früher, jetzt nicht mehr, einen Trainingspartner gehabt, wo mir mal gesagt hat, etwas, was mich rasend macht, ist, wenn ich eine Geburtstagskarte bekomme und drin steht, bleib so wie du bist. Krass, sehr geil. Und das kommt mir so oft in den Sinn, weil ich sehe genau, wenn mir jemand schreibt, bleib so wie du bist, dann meine die Person, ist das Positive, das ich ins Leben bringe, behalt das bei. Ja. Aber ein anderes Ohr, oder wie man das auch verstehen ist, ich will mich entwickeln. Ja. Und es geht genau in das, so die Balance zu finden von, hey, ich möchte mich selber sein und so sein, wie ich bin, aber nicht veränderungsresistent und nicht können auch sich entwickeln und auch Fehler einsehen und die Verantwortung für die Fehler übernehmen. Und dass ein Verhalten, das ich habe, vielleicht auch unpassend ist manchmal. Voll. Oh, ja, gerade noch. Das ist noch geil. Bleib so, wie du bist. Ich schreibe dir das nicht auf den Geburtstag. Was haltest du von... Du hast es vorher kurz angeschnitten und dann habe ich noch ergänzen. Aber was haltest du von impliziten, oder besser gesagt unbewussten Erwartungen, die ich an mich selber habe, durch Erziehung und Kindheit? Ich glaube, das ist unumgänglich. Es ist notwendig. Also wie willst du ein Kind erziehen ohne implizite Erwartungen? Genau. Oder auch Und explizite? voll, oder? Und es gehört einfach dazu. Sie entstehen auch automatisch, weil man ja irgendwo von etwas, man möchte etwas mitgeben, oder auch. Es gibt aber auch Momente, wo es vielleicht auch schwierig ist für ein Kind, weil das vielleicht auch Druck auslöst, weil sie eben implizit sind. Also man geht davon aus, ich sollte das und das. Und das kann wie auch schwierig sein. Und ein Kind oder ein Jugendlicher vielleicht auch manchmal Mühe hat, um das wirklich zu verstehen. Und dann nur so ein Gespür bekommt. Und das ist allgemein so bei impliziten Erwartungen, egal ob ich jemanden habe, man spürt es irgendwie. Oder es ist nur so ein Gefühl, das man hat, ich glaube, ich sollte das machen. Oder? Auch wenn ich Erwartungen an dich habe, implizite. Du bekommst ein Gespür, dass ich das jetzt möchte. Irgendein Gefühl wird übermittelt, oder? Aber es wird nicht ausgesprochen, was ja dann eben manchmal so schwierig ist. Und als Erwachsener kann man das vielleicht eher verbalisieren, also in Wort fassen. Und dann nachfragen, ob das überhaupt eine Erwartung ist. Weil manchmal entstehen ja Gefühle, die gar nicht bei der anderen Person da sind, die Erwartungen. Genau, und bei Kindern ist es halt schwieriger, weil die auch halt selber in der Entwicklung sind, oder? Vielleicht noch, wo ich das mega stark gemerkt habe, ist, ich habe ja selber Leistungsfußball gespielt. Leistungsfußball hat irgendwie schon eine Erwartung, eine sehr explizite Erwartung, weil das Wort Leistung im Titel drin ist. Oder Spitzensport. Es ist wie klar, um was es geht, oder? Und dort entstehen halt immer wieder Erwartungen. Und ich habe ja dann aber selber nachher noch als Trainer ein Team gehabt und halt dort auch mit den Eltern zu tun gehabt, wo ich auch gemerkt habe, es kann hure viel Druck auch auslösen. Ja. Auf die Kinder selber. Und weil ich halt eine neutralere Rolle in dem Ganzen hatte, ich habe nur das Kind und die Eltern gesehen. Ich war aber selber emotional nicht in dieser Beziehung gewesen. Aber wieso gemerkt habe, ich glaube, das Kind ist nicht gemacht für Leistungssport. Mental. Von der Persönlichkeit. Weil ich finde, so Leistungssport ist wie, es braucht eine Basis für so einen inneren Antrieb. Und es gibt Kinder, die das voll in sich hinein haben, die das richtig wollen
und mega dankbar sind, dass die Eltern das fördern. Aber es gibt Kinder, die das nicht in sich haben. Und ich habe das Gefühl, ich habe die relativ schnell herauskristallisieren bei uns im Team. Ich habe aber nicht gesagt, hey, ich glaube, das Kind ist nicht für Leistungssport gemacht, sondern ich habe es einfach angenommen, weil ich es nicht als meine Aufgabe gesehen habe. Aber vielleicht so zum Abschliessen, wenn ihr jetzt als älterer Teil dazu hört, ich glaube nicht, dass ein 10-jähriges Kind dazu hört, aber wenn ihr als älterer Teil zuhört, auch mal reflektieren, ja, und das ist reflektieren, was habe ich für implizite Erwartungen an mein Kind, die ich gar nicht so ausgesprochen habe, wo ich entweder zurückstellen muss, weil das vielleicht etwas mit mir zu tun hat, oder auch aussprechen, weil ich das möchte in meiner Erziehung. Und das ist etwas, was ich mir mega fest vornehme, wenn ich Kind habe, mit meiner Erwartung. Mein eigenes Erwartungsmanagement. Ich glaube, es ist auch ein Ultra-Generationen-Ding. Also weißt, vielleicht hast du implizite Erwartungen von Eltern mitgenommen, wo du dann an deine Kinder mitgibst, wo dir gar nicht bewusst ist, dass du sie hast. Also weißt, das ist so unterschwellig. Ist das dabei? Du hast einfach das Gefühl, so lebt man, so wird man erfolgreich, weil ich bin ja erfolgreich geworden. Und ich habe so ein geiles Referat gesehen auf Social Media von einem, die haben irgendwie, ich weiß nicht, ob es Oxford war, aber irgendeine Elite-Uni. Und die haben abgeschlossen und der hat am Schluss so einen Speech gemacht. Und der Inhalt von dieser Speech ist eigentlich, von dieser Rede, ist eigentlich hauptsächlich gewesen, dass er gesagt hat, an euch werden enorm viele Erwartungen gestellt. Eure Eltern zahlen sehr viel Geld, dass ihr da an dieser Uni sein könnt, weil sie ist sehr viel teurer als irgendeine andere. Jetzt ihr nehmt die Erwartung mit, geht in die Prüfungen, geht in das Studium. Ihr wisst, dass eure Eltern enorm viel Geld zahlen. Ihr probiert diesen Erwartungen gerecht zu werden. Macht euch einen enormen Druck, was Prüfungen angeht. Es ist, glaube ich, auch einer der grössten Faktoren für Depression und Burnout. Bei Studierenden bist du an einer teuren Uni oder bist du an einer öffentlichen Uni. Und dann, wenn ihr bestanden habt, dann geht ihr nachher raus ins Leben und findet, jetzt haben meine Eltern so viel Geld investiert, ich muss jetzt aus dem irgendetwas machen. Ihr geht irgendwie in ein Wealth Management oder Asset Management Firma, McKinsey oder wo auch immer. Arbeitet dort unendlich Stunden, damit ihr auch so viel Geld verdient. Und dann, wenn ihr selber Kind habt ihr die Erwartung, dass sich das ja jetzt gelohnt haben und dass mit dem Geld ihr ja eure Kinder fördern könnt und schickt sie dann zu Oxford oder welcher teuren Uni dann auch immer. Und der Cycle geht einfach immer und immer weiter. Und ich habe das so spannend gefunden, weil es ist so schwierig zu hinterfragen, was du willst, weil du es willst, oder was du willst, weil es dir mit auf den Weg gegeben worden ist. Und ich meine also ein super Beispiel, habe ich mir jetzt gerade überlegt, welche durchbrechen den Cycle. Und ich will sagen, wenn jemand den Cycle durchbricht, ist es, weil es vielleicht eine Person war, die durch Burnout dort irgendwo rausgeschwemmt wurde. Oder jemand in seinem Leben hatte, der Burnout hatte. Also es kann ja auch sein, dass jemand, sagen wir ein Kind, einen älteren Teil sieht, der so geschafft hat, wo die impliziten Erwartungen zwar weitergibt, und dann passiert aber etwas und das Kind merkt, oh, das ist vielleicht doch nicht. Oder vielleicht auch der ältere Teil merkt, ich habe jetzt die Erwartung an mein Kind weitergegeben, die Erwartung hat aber bei mir dazu geführt, dass ich ein Burnout habe. Voll. Und ich glaube eben, es muss wie so einen Schlüsselmoment geben. Meistens ist es halt dann negativ, wo man so merkt, fuck, ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich mein Leben hinterfrage, so ein bisschen in diesem Stil, um in eine Veränderung hineinkommen. Kann ich mir vorstellen. Wenn es immer so weiterläuft und jetzt nicht mega schlimm ist, aber halt immer da ist, und man verdient ja Geld und jetzt kann ich meine Familie so und jetzt erwartet, oder dann ist wie so... Ja. Ich finde zum Beispiel auch krass, ich bin ja in einer eher wohlhabenden Gemeinde aufgewachsen. Zwar nicht in der Gemeinde selber, ich bin halt außerhalb gewohnt, darum bin ich von dem ein bisschen exkludiert gewesen. Und dort ist die implizite Erwartung, ich würde sagen, bei 90% der Kinder, die dort in die Schule gehen, ist, du gehst ins Gymi. Und wenn du nicht genug gut bist für das Gymi, dann gehst du in die Nachhilfe und dann gehst du ins Gymi. Und ich finde es so stark, wenn eine Familie sagt, in so Gemeinden, das ist auch eine gesellschaftliche Erwartung, oder? Und in so wohlhabenden Gemeinden. Und wenn eine Familie das schafft, das so fest abzupuffern, dass ein Kind dann vielleicht eine Ausbildung macht als Koch oder Köchin oder eine Ausbildung macht als einfach dort, wo die intrinsische Motivation dort ist.
Und es muss ja nicht sein, dass dann das nachher der Job ist, wo du dafür brennst. Aber schon nur den Mut zu haben, einen Weg zu gehen, der anders ist als alle anderen. Das ist die Erwartung von der Gesellschaft, ja. Voll. Oder Ich finde das so wichtig. Ja. Und du siehst auch, wie viel von diesen Kindern, oder ja, das ist jetzt meine sehr subjektive Meinung, aber ich habe das Gefühl, sehr viele von denen, die ich gesehen aufwachsen, die dann ins Gimmi gehen, mit viel Nachhilfe und so, sind dann am Strugglen im Studium, weil sie finden, ach man, das ist irgendwie... Irgendwann werden sie erwachsen und sie merken dann, das habe ich gar nicht wollen, sondern einfach, es ist die implizite Erwartung und ich habe einfach mitgemacht, weil ich ein Kind bin. Und ich finde das so spannend, wie man dann erwachsen wird und merkt, irgendwie bin ich da in einer Sackgasse. Und dann ist es so viel schwieriger, um dann nochmal eine Lehre machen oder einen anderen Ausbildungszweig zu machen. Ja, voll. Vielleicht noch etwas, was ich möchte darauf eingehen, ist so zum Thema Erwartungen. Zu tiefe Erwartungen setzen. Sehr gut. Was heisst richtig? Angemessene Erwartungen setzen oder zu hohe Erwartungen setzen? Ich bin so froh, weil du sprichst das Thema an, das ich vorhin mal angeteasert habe und nicht drauf gekommen bin, nämlich Glücksforschung. Gut. Und wenn ich darf, fange ich da mit einem kleinen Experiment an. Nimm das Zepter in die Hand. Ich gebe es dir gar wieder. Aber nein, jetzt habe ich voll. Jetzt bin ich. Du hast etwas zu sagen. Nein, ich habe gar nicht. Ich habe einfach nur das Thema einleiten. Okay. Ich bin froh, wenn du es übernimmst. Geil, wie du. Aber dann ist ja einfach. Ich kann einfach schnell bei dir Erwartungsmanagement machen und schnell abholen. Das ist meine implizite Erwartung. Okay, sehr gut. Ein kleines Experiment. Und für die, die zuhören, können gerade mitmachen. Ivo, du hast jetzt einen neuen Job. Du hast Ende des Jahres so einen guten Job gemacht, dass die Firma zu dir kommt und sagt, Ivo, du hast dir einen Bonus verdient, da sind 5'000 Stutz extra drauf. Und das ist nicht irgendwie ein Teil vom Arbeitsvertrag oder so, du hast nicht gewusst, dass es einen Bonus gibt. Freude wahrscheinlich enorm. Du bist so krass, 5'000 Stutz einfach so mehr. Was mache ich damit? Tue ich es irgendwie sparen oder gehe ich damit für die Ferien oder was auch immer? Okay. Das Jahr drauf kommt. Du hast ein Jahr mehr gearbeitet. Die Firma kommt zu dir und sagt, wow, Ivo, du hast wieder krass abgeliefert. Da sind 10'000 Stutz. Und du bist so, oh shit, okay, 10'000 Stutz. Crazy. Nochmal ein Jahr vergeht. Niemand meldet sich bei dir. Und du bist so, hä, wo ist mein Bonus? Weil sich eine Erwartung eingeschlichen hat, dass das kommt. Und ich finde es so interessant, wie wir mit Erwartungen umgehen. Weil, wenn wir eine Erwartung haben, die erfüllt wird, löst das Glück aus. Und die Erwartungen passieren immer sofort, selbstständig. Implizit, unbewusst auch. Du hast unbewusst die Erwartung gehabt, dass jetzt das Jahr wieder vielleicht 15'000 kommt. Vielleicht sogar mehr, ja. Und wenn das dann nicht erfüllt ist, du hast nichts verloren. Du hast nichts weniger, als das eigentlich dir zusteht. Und du wirst sehr wahrscheinlich unglücklich sein. Und in der Glücksforschung haben sie sehr viel dazu geschaut, okay, wie geht man mit Erwartungen um und werden die erfüllt oder nicht. Und ich habe das so spannend gefunden, dass Glück, es hat dann so eine Aussage gegeben, Glück hat sehr wenig mit äußeren Umständen zu tun. Und sehr, sehr viel mit den eigenen Erwartungen. Und sie haben dort zum Beispiel Leute befragt, die im Lotto gewonnen haben. Direkt nach dem Lottogewinn enorm glücklich. Ein paar Jahre später wieder Baseline. Und das nennen sie das hedonische Adaption. Also wir passen unsere Zufriedenheit und unser Glücksgefühl immer an der aktuellen Situation an. Und es hat mich wirklich stark dazu angeregt, mir zu überlegen, okay, was habe ich für Erwartungen, die erfüllt werden können? Und was für Erwartungen habe ich, die eigentlich kein Recht haben, zum erfüllt werden? Krank. Ja, das habe ich eben eigentlich auch noch reinbringen. Genau das hedonistische Adaptieren. Und ich finde, das ist so oft zu beobachten, wenn du Leute länger kennst über die Jahre und sie sich vielleicht beruflich entwickeln und dementsprechend auch meistens mehr Geld verdienen,
Das heisst, irgendwann kaufe ich mir teures Essen, teures Auto, schönere Wohnung, teurere Möbel. Was ja am Anfang immer glücklich macht, weil ob wir jetzt die Couch haben, ich weiss nicht, die auf Social Media... Das ist das erste und letzte Mal, wo ich euch sage, geht nicht auf Social Media. Weil die Couch ist so wüst, dass ich nicht will, dass ihr sie seht. Geht nicht. Aber eben, wenn ihr wollt, auf Kopf an der Lenkas auf TikTok und Instagram. genau, die Couch ist jetzt nicht wirklich schön. Nein, sag wie es ist. Sie ist nicht schön. Nein, sag wie sie es ist. ist. Auch nicht bequem. Sie ist wüst. Sie ist wüst. Aber jetzt gehen wir davon aus, wir machen mit unserem Podcast Geld und sagen, jetzt sind wir auf unserem Podcast-Konto, jetzt kaufen wir ein neues Sofa. Am Anfang sind wir geil. Irgendwann ist das der Standard geworden. Baseline. Dann denken wir, jetzt brauchen wir vielleicht ein neues Mikrofon, ein neues das. Fette Kamera. Fette Ich habe letztes Mal Kamera. geschaut, was Kameras kosten. Holy fuck. Genau, werden wir wahrscheinlich nicht in den nächsten Nein. Jahren machen. Genau, und unser Standard passt sich immer an. Die Erwartungen gehen aber immer rauf, weil es muss ja immer wieder etwas Neues sein, etwas, was über unserer Baseline ist, dass es eigentlich unmöglich ist, immer mit dem Gleichen glücklich zu sein, fast schon. Oder Ja. wenn man es aufs Materielle bezieht. Ja. Achtung, aufs Materielle. Alles mit Beziehungen, spirituell, was auch immer, will ich von dem ausschliessen. Darf ich da noch ein Beispiel bringen? Ja. Das klingt jetzt ganz, ganz wild. Aber einer von meinen glücklichsten Momente, wo ich berührt habe vor Freude, Also- ist in der Primarschule gsi, wo wir schwimmen hatten und sind irgendwo beim Hallenbad gsi und dann sind wir zurück mit dem Bus, mit dem Car und dann hat es dort bei einer Entsorgungsstelle 2 Fischerruten gehabt. Und ich habe als Kind bin ich sehr viel fischen und ich bin heim und habe meinen Eltern gesagt, es hat dort Fischerruten, könnt ihr mich bitte dort anfahren? Ich bin etwa 9 oder so. Und sie haben dann gesagt, nein, wir haben keine Zeit und irgendwie, hä? Und dann haben sie gesagt, hey, also gut, komm, wir gehen jetzt. Noch bevor du ich glaube am Nachmittag habe ich wieder in die Schule, ich bin über den Mittag heim. Komm, wir gehen jetzt und wir fahren dich nachher in die Schule, wir nehmen die Fischerruten heim. Ich habe brüllt vor Freude. Und ich weiss nicht, ob meine Eltern das noch wissen, aber ich habe brüllt vor Freude. Und ich habe vor einem Monat die eine Route wieder gefunden, irgendwo im Estrich bei meinen Eltern oder in der Schür. Leck, ist das eine Schrottroute. Sie geht fast auseinander. Aber ich habe mich so gefreut, weil einfach die Baseline von was du kannst haben, ist so tief gsi, dass es wie 2 Trash-Routen, die dort bei der Entsorgungsstelle liegen, führen bei mir zu einem der glücklichsten Momente in meinem Leben. Und ich finde das so krass, wie das zeigt, oder? Und heutzutage könnte man in irgendeinem Fischerladen gehen und man eine Fischerroute kaufen für 350 Stutz mit der neuesten Rolle, die nochmal 250 Stutz kostet und alles. Und wäre nie so glücklich wie dort. Krass. Und ich finde, das zeigt so krass auf, wie A, das Mindset so entscheidend darüber ist, über was du dich freust. Und B, die Erwartungen, die du auch setzt. Ja, weil du hast es gesagt, oder materiell macht es uns nur kurzfristig glücklich. Ja. Das, was uns langfristig glücklich macht, ist die mentale Einstellung, die Erwartungen, die wir haben und wie wir quasi damit umgehen. Was für Erwartungen wir an uns, aber vielleicht auch an andere Leute stellen. Vielleicht noch als Finish. Ne? Yes. Was ich mir überlegt habe, wie entstehen zu tiefe Erwartungen und wie entstehen zu hohe Erwartungen. Und da habe ich mir überlegt, was könnte dahinter stecken. Und überlege mal bei euch, können wir zurückmelden, ob das könnte passen. Ein zu tiefer Selbstwert Führt zu tiefen Erwartungen. und zu hohe. Und zu hohe. Ja, jetzt let me cook. Okay. Let him cook. Ich glaube, wir fangen mit den Tiefen an, weil das ist wirklich offensichtlicher. Ja. Das heisst, du hast vielleicht viele negative Erfahrungen gemacht, du hast sie vielleicht auf dich selber beziehen. Es zieht dich, also hat deinen Selbstwert auch ein bisschen angekratzt, vielleicht auch ein bisschen abgedruckt. Und du hast als Beispiel Sagen wir zum Beispiel die Beziehungen. tiefe Erwartung an einen Partner oder Partnerin, weil du bist so, Ich bin mir enttäuscht worden. Ja. Aber das hat vielleicht auch dich persönlich ein bisschen mitgenommen. Oder wenn du am Daten bist, sagen wir, du hast noch keinen Partner, bist am Daten
Und du schraubst wie die Erwartung, aber weil du so viele negative Erfahrungen gemacht hast. Und wenn du am Daten bist, es ist wie automatisch, dass du auf dich selber beziehst, auf deinen Selbstwert. Und darum glaube ich, das ist wie auch so ein bisschen ein Punkt, wenn man zu tiefe Erwartungen hat, dass man wie nicht mehr kann enttäuscht werden kann. Oder um vielleicht einfach so ein bisschen vor Verletzungen schützen. Und jetzt die hohe Erwartungen. Geht für mich auch so ein bisschen einher mit Perfektionismus. Das heisst, wenn ich etwas mache, dann muss es perfekt sein. Weil sonst bekomme ich keine Anerkennung oder kann mir selber keine Anerkennung geben. Genau, und was steckt dann noch für mich hinter Perfektionismus? Angst vor Fehlern. Crazy. Angst vor Fehlern, um sich selber zu schützen, um seinen Selbstwert zu schützen, setze ich meine Erwartungen so hoch, dass ich gar nicht kann eine kritische Erfahrung machen für mich selber, für meinen Selbstwert. Crazy. Das sind gute Abschlussworte. Macht das Sinn? Das macht, ja. Ich muss glaube noch ein bisschen darüber reflektieren. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht etwas, wo man einfach den Leuten so aufdrucken und sagen, so ist es. Weil nein, das ist bewusst das so gesagt, hey, das ist meine Überlegung, die dahinter stecken. Also ihr habt es jetzt da als erstes gehört, das Erwartungsmodell nach Malzahn Tenger. Ihr müsst wissen, in der Psychologie werden sehr viele Modelle einfach, da macht man irgendein Modell, dann tut man seinen Namen drunter, dann kommt irgendwie der Nächste, nimmt das Modell und passt es ein bisschen an und sagt, nachher, das ist jetzt mein Modell. Ja, aber warte schon. Fairerweise muss man sagen, die meisten Modelle werden schon noch überprüft. Ja. Die werden mit Studien überprüft. Das haben wir zwei jetzt nicht gemacht. Aber vielleicht wir tun das, vielleicht müssen wir es einmal ausarbeiten. Vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht gibt es auch schon so ein Modell und wir haben es einfach nicht gefunden. Hey, ja. Erwartungen? Ivo? Ich habe noch die Erwartung an dich, dass du mir jetzt eine letzte Hirnzelle gibst. Ja, und dann will ich noch schnell so deine Erwartung abholen. Was hast du für eine Erwartung jetzt an die Folge gehabt? Ist die Erwartung... Ich habe sie geil gefunden. Meine Erwartung ist übertroffen oder zu tief gewesen? Genau richtig. Alles, Ivo. Ja. Das muss auf Social Media. Hey, nein, ich hatte die Erwartung gehabt. Ich finde es ein mega spannendes Thema. Ich habe jetzt nicht die Erwartung gehabt, dass wir fest in die Wissenschaft gehen oder irgendwie so ein bisschen in die Hard Facts, sondern mehr einfach darüber redet. Eben, wir haben so uns die 3 Schritte überlegt, so von hey, Erwartungen von anderen Leuten an uns, implizit, explizit, Erwartungen von uns an uns selber, bewusst, unbewusst, und dann wieder Erwartungen von uns an andere Leute, die auch wieder explizit und implizit sind und mit der Umwelt und gesellschaftlichen Erwartungen. Und wir haben jetzt da einfach gefunden, wir wollen darüber reden und ich habe das sehr geil gefunden, weil sehr viel dabei rausgekommen ist. Darum, ja, Erwartungen übertroffen. Ich bin in diesem Fall glücklich. Nice. Yes. Sehr schön. Ja, nein, ich meine, das Thema könnten wir auch noch viel mehr ausschlachten. Aber es sollte ja einfach mehr eine Anregung sein. Das ist jetzt mehr so eine Gedankenanregungsfolge. Voll. Macht euch mal Gedanken über, was für Erwartungen habt ihr an euch selber, an eure Partnerin, Partner, an Freunde, Freundinnen. Von wo kommen die? Ich glaube, da steckt sehr vieles dahinter. Wir hätten zu jedem einzelnen Punkt von diesen 3, mit der Umwelt 4, hätten wir eine eigene Folge machen können. Ja, aber jetzt sind wir da. Voll. In dem Fall erfülle ich noch deine letzte Erwartung mit der letzten Hirnzellen. Der Stand ist immer noch 4-4, wenn ich mich nicht täusche. Also ist unentschieden. 3-3. Ist 3-3. Oh, fuck, sind wir schlecht. Es ist schon die 13. Folge und wir sind bei 3. Okay. Ja. Aber es geht in der letzten Hirnzelle um das Thema Erwartungen. Geil. Und ein Phänomen von Erwartungen. Welches Wieso liest du das, als wärst du so ein Ehrenmann, der so eine Geschichte erzählt? Ich habe gemerkt, dass ich so rede. Ich muss nochmal anhocken. Also, welches psychologische Phänomen beschreibt, dass sich die Leistung von Personen verbessert, wenn hohe Erwartungen, meistens implizit, an sie gestellt werden? Es ist aus einer Studie, ich habe die Frage so ein bisschen allgemein gemacht. Ist das A, der Halo-Effekt? Ist das B, der Pygmalion-Effekt? Oder auch... Pygmalion-Effekt? Ist das B, der Pygmalion-Effekt? Oder auch Rosenthal-Effekt genannt? Oder C, der Hawthorne-Effekt? Oder D, der Attributionsfehler? Kannst du noch mal C sagen?
Hawthorne-Effekt. Sorry, das war gemein. Also nochmal, Halo, Ja. der Pygmalion. Also Pygmalion-Effekt. ich spreche es jetzt einfach auf Englisch aus. Ja, Oder ja. Pygmalion. Okay, also Halo-Effekt, also nochmal, die Frage ist, Welches psychologische Phänomen beschreibt, dass sich die Leistung von Personen verbessert, wenn implizite Erwartungen wenn höher höhere gesetzt sind. Erwartungen gesetzt werden? Ja. Ich tue nachher das Halo-Effekt noch ist es nicht. Attributionsfehler. Glaube ich, ist es auch nicht. Ja, das ist schmutzlig. Nein, ist es auch nicht. Und dann gibt es den Pygmalion-Effekt, der auch noch wie heißt. Rosenthal-Effekt. Und C ist. Sorry. Hawthorne-Effekt. Hawthorne-Effekt, okay. Ich sage B. Rosenthal-Effekt. Ich weiß nicht wieso. Es ist bei mir irgendwo drin, läutet das Glöckchen. Krank. Ja? Krank. Es stimmt. Geil! Und das ist krass, wie jetzt irgendetwas aus deinem Unbewussten Ja. so war, das sagt mir etwas. Aber Pygmalion nicht. Aber Rosenthal-Effekt bin ich nachher so gewesen, dort ist irgendetwas ist am, Ja. am Klingeln. Genau, und ich sage dir jetzt auch warum. Es ist eine Studie gemacht worden, wo Lehrpersonen gesagt worden ist, Oh! der Lehrperson ist gesagt worden, das ist eine Klasse, die extrem intelligent ist. Yes! Und das ist gar nicht gestimmt. Und eine andere Lehrperson ist gesagt worden, das ist eine Klasse, die eher dumm ist. Bös gesagt. Und die Lehrpersonen haben dann wie eine Erwartung gehabt, dass die Schüler und Schülerinnen, die da drinnen hocken, wirklich auch so intelligent sind, beziehungsweise so dumm sind und haben die implizite Erwartung gehabt. Und was sich gezeigt hat nach einem Schuljahr, ist, dass die Klasse, wo man gemeint hat, ist so viel intelligenter, was aber nicht gewesen sind, wirklich bessere Leistung gebracht hat, als die Klasse, wo gesagt wurde, das sind eher ein bisschen dümmere. Und das zeigt unsere implizite Erwartung, wie das unser Verhalten beeinflusst auf andere Leute. Krass. Ja. Und genau, und dann, als ich das, ich habe gewusst, das ist der Rosenthal gewesen. Das ist von dem, keine Ahnung, wie der Dude heißt, zum Vornamen, aber Rosenthal. Und ich habe gewusst, wenn ich das nicht reinnehme, wirst du die Frage nicht beantworten. Weil ich habe Pygmalion-Effekt das erste Mal gehört. Ja. Und dann bin ich das googeln und dann ist es, es ist vom Rosenthal. Und ich gewusst, dass der Effekt so heisst. Okay. Und darum... Dann bin ich aber dir sehr dankbar, dass du den Rosenthal noch reingenommen hast. Ja, gern. Danke dir. Und krass, aber wie das Unbewusste irgendwie gewusst hat, Rosenthal, da ist Ja, da etwas ist irgendetwas gewesen. gewesen. Da ist irgendetwas Ey, krass, ich glaube, das ist das erste Mal seit etwa 3 Monaten, wo ich mal im Lied bin mit der letzten Hirnzelle. Ah, ich habe gemeint, du sagst jetzt, wo du dich an etwas vom Studium kannst erinnern. Aber Das auch. Ja. ja, nein. Ja, ja. Du bist auch im Lied. Geil. Gratuliere. Offiziell Friedrich. gescheiter. Let's go. Ich kann aber jetzt nein, ich habe die Erwartung nicht an dich, weil sonst wirst du noch gescheiter. Es ist so heiß. Ich Ich bin so am Ich bin Schwitzen. so am Schwitzen, das ist krass. Also komm, beenden wir das. Wen grüßen wir noch? Hast du gerade jemanden? Alle Lehrpersonen, die unvoreingenommen an ihre Klasse hineingehen. Nein, sie müssen ja mit ihren Erwartungen reingehen, damit sie gescheiter werden. Ja, aber es kann auch auslösen. Wir haben aber schon mal Lehrpersonen gegrüßt. Ja, dann genug. Grüßen wir alle Leute, die an einer Elite-Uni sind. Ich kenne keinen einzigen. Ich auch nicht. Doch, ich kenne schon. Also so HSG, ETH. Ah, ist ETH auch Elite? Ah, Ja, ich will schon sagen. ETH hat schon ein gutes Also, Niveau. wow. Ja, die haben Und, krasse also, Pace, auch, also, und jetzt alle, die bei der Uni sind und sagen, ja, aber ich gehöre auch dazu. Und alle, die an der ZHW sind und sagen, ja, ich gehöre aber auch dazu, Elite-Uni. Ja, das sind natürlich auch gemeint. Das war jetzt ein bisschen hateful gewesen. Ich weiss nicht wieso. Was ist, Bro, aber ich was weiss ist es die nicht. Definition von einer Elite-Uni? Keine Ahnung, einfach dort, wo enorm höhere Erwartungen sind. Bro, an der ETH, die haben 3 Tage Semesterferien im Sommer. Das Wir ist haben 3 krass. Monate gehabt. Darum ja, grüß genau raus, geniessen die 3 Tage. Sie kommen bald. Ich glaube, wir haben aktuell noch Prüfungen. Ja. Die meisten Studis Haben schon, sollten jedoch jetzt schon durch sein mit den Prüfungen. ja, geniessen eure Semesterferien. Darum grüß gehen einfach raus an alle Studentinnen und Studenten, die die Prüfungsphase hinter sich haben, die Yes. Erwartungen hoffentlich übertroffen haben, was Noten angeht. Yes. Und wenn nicht, dann vielleicht könnt ihr aktiv hinterfragen, ob das ihre Erwartung ist oder nicht. Genau. Geniessen den Sommer. Und die jetzt am Arbeiten sind, sagen, ja fuck, ich habe nur 5 Wochen Ferien. Die meisten werden auch Sommerferien haben. Geniessen die neue Sommerferien. Und bis bald.
guten Wochenstart. Auch wenn man manchmal sprühen muss, wegen Wandermuscheln im Fuß. Ivo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe Fußverletzung, ich bin gestern beim Fußballspielen an der Limit verletzt, bin irgendetwas reingestanden. Und ich habe das Gefühl, es hat noch Gift drin, aber ich bin mir überlegen, was hat sie in der Limit, weil der Böller ist ins Wasser. Und ich weiss nicht, es gibt doch so Muscheln in der Limit. Aber die haben kein Gift. Oh Manni, geht's mir trotzdem gut. So kann's weitergehen, Sommer das ganze Jahr. Die Meili hat nicht gern viel an.